Shalom Aleichem, was hat sich in Städtel? Das ist Proste Jiddisch und ich heiß Esther. Ihr versteht doch, als ich bin ein Jiddischlehrer und ich tracht allemal wegen wie Menschen lernen sich eine Sprache und wie ich kann helfen meine Studenten. Alle Studenten. In dem Podcast will ich reden ein bisschen wegen Lernen und wegen ein ausgezeichnete Ressource für Yiddish Lerners. Seid ihr bereit? Gut. Lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Was lernt man? Ja, das ist was lernt man, wo man kann hören wegen allerlei Ressourcen für die, was lernen sich Jiddisch. Ihr wisst doch, als hören eine Sprache ist sehr wichtig. Dafür hört ihr sich zum Podcast. Und ihr wisst mistammer auch, als Lernen ist sehr wichtig. Durch Lernen kann man lernen sich neue Wörter und euch bauen gute Instinkten wegen Grammatik. Aber weißt was? Linguisten halten, es ist nicht so nützlich zu lernen etwas, was ist sehr schwer. Ja, wenn man lernt sich eine Sprache, es hilft zu lernen etwas Poschet. Als man darf sitzen und gucken in Wörterbuch die ganze Zeit, meint es, das Buch ist ein bisschen zu schwer. Besser zu lernen etwas, was hat wenige neue Wörter und was man kann leicht verstehen. Aber als man hat schon gelernt jiddische Kinder, was soll man lernen? Weißt ihr, es ist da ein Journal für Yiddish Lerners? Ja, der Yiddisher Tam-Tam. Der Yiddisher Tam-Tam ist gewesen ein periodisch Blättel oder kleine Journal für Yiddish Lerners, was ist gegründet geworden in 1999 und pflegt herausgehen 5-mal ein Jahr bis 2017. Es sind heraus 109 Nummern und ihr könnt sie lernen. Der Yiddisher Tam-Tam ist im Ganzen auf Jiddisch und nimmt Artikeln wegen allerlei Themen, zum Sommer in Paris oder a Reise in Argentinien oder ein neues Jiddisch Buch. Es sind da a Sachtexten verbundene mit der jiddischen Kultur und auch Rätseln und Spielen. Es sind da Texten für Anhebers und Eizes für Jiddisch Lerners. Und die, was kennen schon mehr Jiddisch, können lernen die aller Artikeln wegen Literatur und Geschichte. Schwere Wörter und grammatische Konstruktions werden erklärt auf Französisch und Englisch in die Footnotes. Die Redaktionskollegie ist bestanden von einer Gruppe Jiddischlehrer und Liebhaber. Ich will herzlich bedanken, die was haben gearbeitet auf dem Blättel. Evelyn Grunberg, Rubia Monet und Natalia Krinitzke. Und später Reise Turner und Tal Chaver Chibowski. Es ist eine riesige Arbeit, dank euch alle. Als ihr will gucken, könnt ihr lernen und uploaden alle Nummern von einem Webseite.
Es ist da ein Linkel in die Episode Bemerkungen. Und als ihr wollt etwas finden, efsche ein Artikel wegen Łעגן oder jiddische Schreiben und Vegetarismus, geht a guck in einem prächtigen Index zu allen Tam-Tam-Nummern, zu neu gestellt durch Caro Łעגנערן. Lass mir hören ein bisschen mehr wegen dem jiddischen Tam-Tam und wie es hat sich angehäuben. Ich will vorlesen ein bisschen von Nummer 100. Nummer 100 von Rubier Monet. Gedruckt geworden in einem jiddischen Tam-Tam 2015. Mit 20 Jahren zurück haben sich getroffen auf einem Schreibkurs in der Medienbibliothek eine kleine Gruppe Jiddisch-Studenten. Der Lehrer ist gewesen Yitzchak Neboski und das Ziel, sich auszulernen gut schreiben Jiddisch. Via min praktischer Genietung haben sie getracht, lass mir proben machen a Blättel, was soll teugen wie Lernmaterial für Jiddisch Lerners. Man hat ausgeklebt an Namen, angeschrieben 4 Seiten, fotokopiert die ganze Sache und es zerteilt die Jiddisch-Studenten auf verschiedene Kursen in Paris. Das ist gewesen der Anheb von einem jiddischen Tam-Tam. Der erste Nummer ist heraus in Oktober 1995. Sind demalt haben wir sich a Sache vergrößert und, lass mir hoffen, a bissl verbessert. Ist das Blättel der 100. Nummer von jiddischen Tam-Tam. Gar nicht koschedicke Zoll für ein jiddischen Journal. Wir haben das mal ausgeklebt ein neues Thema, in der Emerson ein altes Thema, was der jiddische Tam-Tam hat aber noch keinmal nicht pariert. Die Thema? Sex bei Jiden. Und gedei zu bleiben getreu der Tradition ist die zweite Thema Yitzchak Leibush Peretz. Was heuer merkt man ab sein 100. Jahrzeit. Im Verlauf von die letzten 20 Jahren hat sich a Sach gebieten auf der Jiddisch-Welt. Es seien heraus wichtiger Wörterbücher, es haben sich geschaffen neue Sommerkursen in Warschau, Wilna, Tel Aviv, Paris, was ziehen zu alle Jahre junge Studenten. Dazu ist euch angekommen Internet, was hat gemacht a Revolution in der jiddischen Landschaft. Darfen die Talmidim haben neue, zugepasste Lernmaterialien. Also hat Rubier Monet geschrieben mit kemat 10 Jahren zurück. Und der MS ist, als die Welt hat sich noch gebieten. Aber Studenten dürfen noch als Lernmaterialien. Ich rekommendiere sehr der jiddische Tam-Tam. Man kann finden einen Link in die Episode-Bemerkungen und in einem Transkript. Ich habe sich inspiriert zu hören, als eine kleine Gruppe Studenten hat geschaffen dem Blättel. Man kann allemal schaffen etwas nahe
und auf Jiddisch ist es Tage Kedai. Nu, was meint ihr, Zuhörers? Ihr läuft schon zu lernen dem jiddischen Tam-Tam und lernen sich wegen Sex bei Jiden und Jud-Lamed Peretzen? Hat ihr einmal etwas geschrieben auf Jiddisch? Wollt ihr schaffen ein Yiddish Journal? Ich will endigen dem Episode mit etwas von Tam-Tam, was ich mein, ist auch sehr scheich proste Jiddisch. Bleibt in Kontakt mit uns. Schickt uns Fragen, Steines, Vorlegen, Verlangen und der Iker eure Zustehers, Artikeln, kurze Erzählungen, Lieder, Witzen. Zulieb euch existieren wir und dank euch wollen wir weiter angehen. Amen.